Jetzt, Alter, wär mal nicht nervös. Es ist nur Wahl. Ich meine, es ist zwar eine wichtige Wahl, aber du musst jetzt nicht nervös werden, wir haben noch ein paar Tage. Ja, aber da, weißt du, da Plattl, Überall, die Parteitribüne und so, da Plakate. da musst du schon schauen irgendwie, also, dass man halt das Richtige wählt. Naja, das ist klar, das ist schon wichtig, aber nervös brauchst du nicht werden, weil was hast du da gefunden? Ich hab einen Wahlomat. Ein Wahlomat? Ein Wahlomat habe ich mir rausgesucht und da kannst du zum Beispiel, da hast du halt, das ist ganz interessant, da kannst du, kriegst insgesamt, wie viel sind es, über 30 Fragen werden gestellt, beziehungsweise dir, also du kannst die beantworten und alle Parteien haben sie eben auch beantwortet. Und du die auch beantworten? Logisch. Und dann kannst du sehen, mit welcher Partei du am ersten übereinstimmst. Und was für Fragen sind da drin? Ja, da sind jetzt zum Beispiel, also wir kennen einfach mal ein paar. Oh ja, gleich Nummer 1 und auch absolut aktuell. In bayerischen Städten sollen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhängt werden können. Ja, das ist die erste Frage. Und was kann man da jetzt so klicken? Ja, da kannst du halt sagen, ja oder nein. Das Okay. ist halt so. Und da haben halt die Parteien dementsprechend halt auch ja oder nein irgendwie gesagt. Aha, okay. Und was Da hat jetzt zum Beispiel, ja, da hat jetzt die CSU zum Beispiel gesagt, CSU? nein, wir wollen das nicht haben, dass da Fahrverbote verhängt werden können, weil wir wollen natürlich die Mobilität. Das heißt, die Automobillobby, Industrie. Ganz genau. Die Die Dieselfahrzeuge, die sollen weiterfahren, also Ja. Dings und alles. Okay. Und nicht nur das, also da habe ich auch was gefunden, was die halt dazu sagen, so insgesamt, was halt da gesagt wird. Und dann sagt der Söder sogar, oder ich weiß nicht, ob es der Söder war, nein, es war vielleicht irgendwie einer von seinen Pressesprechern, dann gesagt, nicht nur, dass sie jetzt die Mobilität fördern wollen, sondern dass man eben auch auf alternative oder innovative Treibstoffe umsteigen will. Und deswegen wird geforscht an Bayernsprit. Wo waren Sie das? In Straubing. Eine neue Brauerei, Bayernsprit. Nein, Bayernsprit, das ist die Schnapsbrennerei vom Seehofer. Das, wenn der jetzt quasi in Rente geht, irgendwann einmal, dass er nur ein kleines Standbein hat. Das ist ein Bayernsprit. Oder ist der Bayernsprit dann für die Mondraketen vom Süden? Bavarian Number One. Bavarian Number One. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, also kann man da schon mal abstimmen, aber das ist auch nicht alles, da gibt es da gibt es noch mehr, Zum Beispiel, auch interessant, war auch ein langes Thema, in bayerischen Behörden sollen weiterhin gut sichtbar Kreuze im Eingangsbereich hängen. Aha, das ist der Kreuzerlass. Nein, der heißt Kruzifixbeschluss. Was ist das? Nein, der Kreuzkruzifixbeschluss ist das. Die Linken sagen da zum Beispiel, der Kruzifixbeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1995 muss in Bayern endlich umgesetzt werden. Religiöse Symbole haben in staatlichen Einrichtungen nichts zu suchen. Ja, wo kann man da, wenn da der Halbmond hängt und da hängt das Kreis und da hängt das? Ja, eben, genau. Ja, oder wenn so Schamanen dann so Traumfänger überall hinhängen, so Sachen, das geht ja nicht. Ja. Aber mit dem Kreuzerlass, das ist auch wieder, am Sonntag müsst du unbedingt ein Kreuzerl machen, gell? Nicht, dass du immer einen Halbmond hinmachst. Ja, das gilt nämlich nicht. Nein, das gilt nämlich nicht. Ja, muss man schon ein Kreuzerl machen. Ja, oder sollen wir mal weiter noch? Den haben wir da eigentlich überhaupt. Das ist eigentlich, die finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja, du sollst aber nicht noch ausschauen. Du sollst ja nicht noch ausschauen. Es gibt ja die haben ja Wahlprogramme, die muss man sich einfach einmal anschauen. Nicht einfach nur nachplappern, was die anderen sagen, sondern einfach einmal sich Zeit nehmen. Es ist auch wichtig. Was gibt es noch? Jetzt kommt auch wählen. Jetzt kommt unser Katz. Ja, du musst jetzt warten, Lumpi, wir werden gerade wählen. Jetzt, was haben wir noch? Jetzt haben wir da zum Beispiel, das ist auch eine ganz interessante Frage für uns daher. Der Flughafen München soll eine dritte Startbahn bekommen. Ja, das ist natürlich die Frage. Was sagt CSU? CSU sagt, wir wollen eine dritte Startbahn bauen. Aha. Dann schauen wir weiter. Andere Parteien schauen wir uns jetzt an. Ich habe gelesen, die Partei, die sagt, wir brauchen eine dritte und eine vierte Startbahn. Ja, also genau, wenn nötig. Wenn nötig. Ja. Das sagt ja die CSU. Ja, das sagen natürlich andere, aber die SPD, wir sorgen dafür, dass die dritte Startbahn nicht gebaut wird. Aha. Also die sind da ganz strikt dagegen, dass man das, weil wir tragen das Votum der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, die haben ja abgestimmt, sie wollen keine, und das ist immer noch in der Schwebe. Also da muss man sich entscheiden.
Das ist ja das. Man muss immer Entscheidungen treffen. Was sagen die Piraten? Die sagen da auch irgendwas dazu, oder? Die Piraten sagen bestimmt auch irgendwas dazu. Wobei, die fahren ja nicht mit dem Flieger, die fahren ja mit dem Schiff, wenn es Piraten sind. Ja, die Piraten, ja, normal schon, genau. Wobei man mit dem Schiff momentan mit diesen, die fahren ja so Schwerölsachen, das ist, finde ich, auch... Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe, das war schon wieder was in Bayern irgendwie super hoch ist. Kreuzfahrtschiffe. Ja, genau. Die Piraten sagen, es gibt klare Voten der betroffenen Bürger. Also das heißt, der Bürgerentscheid ist genau, Bürgerentscheid gültig. Ja. Das ist halt einmal, Bürgerentscheid ist halt einmal, das war jetzt gelebte Demokratie. Ne? Ja. So sollte man das ja eigentlich auch halten. Ja, weiter? Ja, noch eine Frage? Ja, eine haben wir noch, bestimmt. Okay, ja, ich meine, es gibt noch massig, aber... aber das ist halt auch was Spannendes. Das finde ich ganz spannend. Der Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung soll verringert werden. Ja, ist ja bei uns in der Hollandau auch aktuell, gell? Absolut aktuell. Da ist ja momentan am Seehofer mein Lumpi, schau, da ist unser Katze. Ja, der geht's gut. Genau, die muss nicht wählen. Die muss nicht wählen. Ja. Die frisst immer das Gleiche. Der Mindestabstand, das heißt 10 H. Ja, und das hat der Seehofer schon eingeführt und 10 H ist bindend. Das heißt, die Höhe von einem Windrad 10 Mal hingelegt und dann darf erst das nächste Haus stehen. Wie ist das bei den Kernkraftwerken? Das habe ich mir auch schon gedacht. Ne? Nimmt man da jetzt irgendwie, weil die Strahlung, die siehst du ja nicht. Ne? Jetzt geh runter, weil die Strahlung, die siehst du ja nicht. Ne? Deswegen müssen wir ja sagen, wie war jetzt das? Ne? Kann man da zum Beispiel, ich habe es mir schon gedacht, wenn man anhört, da sieht man ja oft einmal so diese Wolken aussteigen. Ne? Wenn man quasi, wenn das jetzt ein Haar war, ne? Und das 10 Mal umlegen, ne? Dann hätten sie ja wahrscheinlich Deckendorf schon planieren müssen. Aber Deckendorf war ja zuerst da. Ja, mei, also bitte. Da war der Hambacher Forst war auch zuerst da. Das stimmt auch wieder. Also, das ist alles nicht einfach, aber man kann sich eine Meinung bilden. Ja, genau, man kann. Ja. Interessant. Und vor allem auch diskutieren mit den Nachbarn, mit der Familie, man vielleicht das miteinander machen. Das ist total interessant. Ganz interessant. Aber nicht streiten, einfach diskutieren. Wir streiten eigentlich nie. Nein, wir streiten nie. Nein, Eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Also, die ist jetzt, sagen wir mal, politisch, ja wohl, man weiß ja nie. Ja. Politisch nicht so relevant. Jetzt warte mal, das müsste jetzt die da sein. Jetzt geh her. Jetzt geht dann mit der Maschine, da ist er. Ja. Das Tanzverbot an stillen Tagen, zum Beispiel Karfreitag, Volkstrauertag, soll beibehalten werden. Das ist schon essentiell, diese Frage. Das ist absolut wichtig, aber fragst du mal einen Musikanten, was er sagt zum Tanzverbot. Gell? Das ist, wenn es der Bäcker sagt, der darf keine Briesen mehr machen. Ein völliger Kass. Genau. Oder unserer Katz, sie soll keine Mais mehr fangen. Ja, oder nicht da über das Pultel laufen. An stillen, aber sie macht das, sie hält sich eigentlich immer dran, relativ, also an stillen Feiertagen, da wird keine Maus gefangen. Nee. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass die jemals schon an Allerheiligen eine Maus dahergebracht hätte. Also ihr seht, Fragen gibt es gerade nur, es gibt ja noch viel mehr. Es geht um Wohnungen, günstige Wohnungen, da ist der Söder natürlich auch alles mögliche. Pflege, soziale Gerechtigkeit, Bildung, Umweltschutz, da muss man sich informieren und schauen, was die Partei da alles dazu sagt. Aber das Schreiben, genau, aber das Allerwichtigste ist, geht's zum Wählen, macht's euer Kreuzer, stimmt's mit ab. Genau. Das ist für die Zukunft von unserem Bayernland, die nächsten 5 Jahre und darüber hinaus. Genau, und das ist Demokratie, nur so funktioniert das. Ne? Und jetzt keine Protestwahlen, so quasi, denen haben wir es jetzt einmal hin, weil wir rein jetzt einmal die. Ne? Ja. Der Schuss geht nach hinten los, weil man weiß wirklich nicht, was da noch alles hinten nachkommt. Also wählen gehen und danach das ist der 14. Oktober. Da ist ein Gallimarkt in Mainburg. Danach auf dem Gallimarkt. Da kann man schon wieder wählen. Und da muss man dann auch wieder wählen zwischen 2 verschiedenen Biersorten. Oder zwischen Zuckerwatt und Fischsemi. Ja, Fischsemi. Ja, das heißt Zuckerbrot und Brot. Ja, genau, Zuckerwatt und Fischsemi. Ja. Und es ist auch noch Tag des offenen Ateliers, also es ist hübsch was los am 14. Oktober. Genau. Also, aber wie gesagt, wählen gehen und für euch die richtige Wahl treffen. Macht's gut. Servus.